will eigentlich Herr über mich selber sein. Und das geht nur indem, dass ich Stoff nicht zu mir nehme, wo mich fremdsteuert und mir ein enormes Craving geben. Und Zucker hat ein sehr hohes Craving, auch Koffein hat ein Craving und alle Substanzen, eben, ich meine, schlussendlich nichts anderes wie eine harte Droge. Es ist einfach eine soft anerkannte Droge, die auch ein Craving hat und alles, was ein Craving hat, ist eigentlich eine Sucht, weil nicht mehr du selber entscheidest, sondern irgendetwas entscheidet. Wenn dann Gedanken kommen wie, ja, man kann sich ja mal gönnen oder ja, man soll ja das Leben auch mal geniessen. Das sind halt vielleicht alles auch Suchtgedanken, die einem seine Sucht verharmlosen wollen. Und ja, ich meine, eben, ich habe auch geraucht, oder? Und wenn ich das Päckchen geschaut habe und ich habe noch 5 Ziggis drin gehabt, dann habe ich schon Entzugserscheinungen gehabt, weil ich einfach gewusst habe, nach diesen 5 habe ich ein Problem. Oder? Und so will ich einfach nicht mehr im Leben. Und das habe ich jetzt so wohl gemerkt, dass das auch beim Zucker der Fall, also beim Zucker vor allem der Fall ist. Koffein, ja, auch. Und auch Scrollen und auch Handy, eben alles, was ein bisschen irgendwie Dopamin kickt, dass ich wieder ein bisschen zu meiner natürlichen Dopaminquelle zurückkomme, dass mir vielleicht auch mal ein Baum Freude macht und glücklich macht. Und ja, und es sitzt ja auch jetzt habe ich gerade vorher gelesen, 90% von unserem Serotonin wird eigentlich im Darm erstellt. Oder? Und wenn du die ganze Zeit Müll in den Darm runterlässt, wie kannst du da glücklich sein? Oder wie kann da Glück entstehen? Oder wenn man einfach nur tote Nahrung oder Müll oben runterlässt. Oder? Und das sind halt einfach, ja, es sind ja Sachen, wo man mehr weiß, aber der Betroffene, der hat, ja, es ist schwierig, oder? Es ist schwierig, von etwas wegzukommen. Und ich habe für mich einfach gemerkt, ich bin der Kandidat, der nicht ein bisschen, weil ich habe das versucht, also mit ein bisschen weniger, ich habe das schon versucht gehabt beim Rauchen, dass ich mir gesagt habe, ja, ich tue jetzt nur noch am Mittag rauchen, am 9 Uhr rauchen. Das hat mir enormen Stress gemacht, oder? Und ich habe gemerkt, für mich ist einfach null, weil da kann ich wieder mit ab, da weiß ich, so jetzt ist fertig, oder? Jetzt Nein sagen und nicht wieder wissen, oh, ich sage jetzt noch Nein, bis ich in 5 Minuten wieder darf. Oder das absolutes Nein ist einfacher und immer ein bisschen abhängig ist auch abhängig, oder? Also empfinde ich jetzt so. Darum ja, bin ich jetzt da wieder, also schon mal gemacht habe, nach dem Fasten, dass ich mich auf Zucker habe verzichtet, so gut es gegangen ist. Ist dann gut gegangen am Anfang, bis ich mal wieder das erste Mate getrunken habe und dann wieder einmal das erste Gipfeli gegessen habe und ja, dann ist man schnell wieder drin, oder? Und das habe ich beim Rauchen eben auch schon erlebt, dass ich ja beim Rauchen aufgehört habe, ein Jahr und dann denke ich, jetzt bin ich genug stark, jetzt kann ich es wieder mal. Habe dann wieder geraucht, die erste war okay, gewesen, die zweite wie auch immer und dann habe ich plötzlich wieder Ziggy-Päckchen im Hosensack gehabt und das merke ich beim Zucker genauso und all die Substanzen, die ja, brauche ich nicht zum Überleben. Ich kann ohne Zucker überleben, ich kann ohne Zigaretten überleben. Weißt, wäre es jetzt etwas essentiell, wo ich muss sagen, okay, ohne Zucker ist irgendein Wert nicht gut, dann kann man sich überlegen, aber lässt man Zucker weg, ist jeglicher Wert plötzlich wieder gut, oder? Das ist ja das Paradoxe. Den Zucker braucht man eigentlich wirklich nicht. Im Gegenteil, er macht eigentlich sehr viel Schaden auch und von dem her, ja, dann, eben, ich brauche es nicht. Es ist nicht etwas Essentielles, ja, so wie das Rauchen auch nicht und darum habe ich mich für so Sachen einfach entschieden wegzulassen.